Auf meiner Seite ganz herzlich willkommen an dem schönen, warmen Sonntag. Ja, es ist wirklich so mein Gebet. Viele von uns kennen das Kreuz, wissen, was Jesus gemacht hat. Wenn du neu da bist und es vielleicht noch nicht kennst, hey, super, bist du da. Aber es ist auch mein Anliegen, dass wir die Geschichte oder was da passiert ist, schon kennen, dass es uns neu hat ansprechen. Und ja, dass der Heilige Geist uns zeigen kann, wie irrsinnig grosse Dimension einfach ist, was da passiert ist. Ich möchte aber mit einer kurzen Begebenheit anfangen, nämlich 1859. Dort hat eine Schlacht stattgefunden in Solferino. Und 40.000 verwundete Tote sind auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben. Und niemand hat sich um sie gekümmert. Ein Schweizer Geschäftsmann hat das gesehen. Er ist geblieben und hat geholfen. Es war der Henri Dunant. Viele von euch werden den Namen kennen. Er war der Gründer vom Roten Kreuz. Und das Zeichen vom Roten Kreuz sollte neutral sein. Man hat die Umkehr gemacht vom Schweizer Wappen, wo er für die Neutralität steht. Es war also kein Glaubensbekenntnis im engeren Sinn. Und doch war es ein Kreuz. Und ich habe mich schon gefragt, trotz allem, kann man überhaupt so viel Mitgefühl auch haben für leidende Menschen auf dieser Welt, ohne schlussendlich beim Kreuz zu landen? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Das ist die wichtigste Frage. Und es ist auch die Frage, die jeder von uns schlussendlich muss für sich beantworten muss. Ist Jesus auch für mich am Kreuz gestorben? Wir schließen heute die Serie aus dem Lukas-Evangelium ab und wir gehen ins Kapitel 23, ab Vers 26. Jesus ist da schon auf dem Weg aus der Stadt Jerusalem raus zu seiner Hinrichtung. Als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm sein Kreuz zu tragen. Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde, wehklagende Frauen. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Ja, Jesus, er ist gefoltert worden. Er ist zum Tod verurteilt worden, obwohl er absolut unschuldig war. Und all seine Freunde haben ihn im Stich gelassen. Und wo er noch auf dem Weg zu seiner Hinrichtung ist, das haben wir jetzt gerade gelesen, hat er eine Aufmerksamkeit für Menschen um ihn herum. Und von diesen Begebenheiten mit diesen Menschen können wir einiges lernen über das Kreuz. Und wir werden sehen heute, es ist ganz entscheidend, wie wir ganz persönlich uns zum Kreuz stellen, wie wir auf das reagieren. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob das überhaupt die Wahrheit ist oder ob das einfach irgendwie eine Sage ist, dass Jesus am Kreuz war? Und ich muss sagen, hey, gute Frage. Es geht immerhin um den Kern vom Christsein. Ich meine, wenn Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist, dann hat das Christsein nicht mehr viel Grundlage.
Falls du noch mehr so grundlegende Fragen hast, hey, mega cool, geh denen unbedingt nach. Wir haben gerade nächste Woche einen Kurs, der startet, der heisst Gott kennenlernen. Das ist ein mega guter Ort, auch um so eine Grundlage zu legen für den Glauben an Jesus. Wir haben da gelesen von dem Simon von Kyrene, der so zufällig irgendwie da an der Szene erscheint und wo dann eingespannt wird, um das Kreuz von Jesus zu tragen. Er war eigentlich ein Nobody gewesen, und doch erfahren wir da seinen Namen und wo er herkommt. Im Markus-Evangelium steht sogar noch, dass er der Vater war von Alexander und vom Rufus. Übrigens, ein kleiner Fun-Fact: Er war ein Migrant, weil Kyrene ist nicht in Israel, es ist eine griechische Stadt in Libyen. Also schon damals ein Migrant hat Jesus helfen. Wieso schafft es so ein Nobody da in die Geschichte hinein? Ich glaube, der Simon hat nicht an Jesus geglaubt zu dem Zeitpunkt. Aber durch das, was er da gesehen und erlebt hat, ist er zum Glauben gekommen. Und dass sein Name und auch noch der Name von seinen Söhnen da erwähnt wird, macht eigentlich nur dann wirklich Sinn, wenn die Erstleser von dem Bericht über Jesus eine Ahnung haben, wer das ist. Also das heisst, ich schließe aus dem, es gibt noch viele andere Hinweise darauf, aber ein kleiner Hinweis auf das: Die Kreuzigung war nicht einfach irgendeine Legende gewesen. Menschen haben das gesehen und haben es einander erzählt. Das ist zu diesem Zeitpunkt absolut überprüfbar gewesen von Augenzeugen, die dabei waren. Darum der erste Punkt heute, den du darfst mitnehmen: Der Tod von Jesus am Kreuz hat tatsächlich stattgefunden. Nach dem Simon wendet sich Jesus den brüllenden Frauen zu, die ihm nachfolgen. Ist eigentlich noch schön, neben allen, die sich gegen Jesus gewendet haben, hat es doch noch ein paar gehabt, die ihm nachgefolgt sind und die um ihn brüllt haben. Und dann ein paar Verse vorne, die ich jetzt noch lesen möchte. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen: Töchter Jerusalems, weint nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da werden sie sagen: Glücklich sind die Frauen, die kinderlos geblieben sind, deren Körper nie ein Kind geboren und deren Brüste keinen Säugling gestillt haben. Die Menschen werden die Berge anflehen, auf sie zu fallen, und die Hügel sie unter sich zu begraben. Nicht so eine einfache Kost, die Verse. Nicht so einfach zu verstehen für uns, aber was können wir aus dem lernen? Ich glaube, ein paar ganz wichtige Sachen. Vielleicht sagst du, hey, also come on, wir sind da im Jahr 2026 in Zürich. Ja, jetzt haben wir gerade einen kleinen Sturm gehabt, aber ansonsten, es geht uns doch wunderbar da. Du stellst dir vor, wie du irgendwo am See sitzt, das Glas löffelst und denkst, also was, Gericht? Das ist so etwas aus einer anderen Zeit, oder? Da sind wir, glaube ich, darüber hinweg irgendwie. So etwas gibt es doch nicht. Wir sind doch irgendwie gute Menschen. Das muss überholt sein. Aber ich möchte heute etwas sagen. Wenn du an Jesus möchtest glauben, musst du auch an das Gericht glauben. Jesus redet nämlich sehr viel in seinen Reden auch über das Gericht, über das, was wir kommen, dass es auch eine und auch eine Verurteilung kann geben kann. Und wenn wir die Szene uns nochmal vor Augen rufen, das sind Frauen gewesen, die Jesus geliebt haben, wo im Lukas-Evangelium steht auch, dass es Frauen waren, die ihn unterstützt haben für seinen ganzen Dienst. Also es sind wahrscheinlich die Frauen gewesen, die er da anspricht, die er selber geliebt hat. Also er tut irgendwie seine Gegner verurteilen, sondern die Menschen, die er liebt, denen sagt er: Hey, passt auf, dass nicht jetzt einfach um mich brüllen, es geht da um etwas, das viel tiefer ist. Die Verse, die er da zitiert, dass ihr werdet bitten, dass Berge auf euch fallen, das kommt vom Prophet Hosea aus dem Alten Testament und ist auch ein Gerichtrede gewesen, das der Hosea hat für das Volk Israel. Das Ganze macht nur Sinn, wenn wir begreifen, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern auch Gerechtigkeit. Und ich möchte es
Heute mache ich auf eine andere Art illustrieren mit einem Ökosystem. Oder wir alle wissen, was ein Ökosystem ist. In einem Ökosystem ist immer wichtig, dass alles in der Balance ist. Und zum Beispiel der Nationalpark im Engadin ist auch ein Ökosystem. Und dort ist die Balance mal zu den Fugen ausgeraten, wo man nämlich so die Grossraubtiere verjagt oder gejagt hat. Wo der Bär nicht mehr da war, der Wolf, den ihr seht, nicht mehr dort war oder auch der Luchs nicht mehr. Was ist passiert? Der Hirschbestand ist in die Höhe geschnellt. Und die Hirsche, haben sich von den Bäumen ernährt. Und die haben die jungen Bäume so kahl gefressen, dass sich der Baumbestand, also der Wald, gar nicht mehr erneuern konnte. Und das wiederum ist natürlich ein Problem, oder? Wenn der Wald nicht mehr jung wird, dann wird er irgendwann auch aussterben. Und das Gleichgewicht ist erst wieder zurückgekommen, wo man den Luchs wieder angesiedelt hat und wo der Wolf zurückgekommen ist. Das heisst jetzt noch lange nicht, dass man Wölfe braucht in der Stadt Zürich. Der Vergleich kann ich nicht alles erklären, aber wir verstehen doch, um was es geht bei einem Ökosystem. Wieso sage ich euch das? Das Evangelium hat auch wie ein Ökosystem. Ja, Jesus liebt uns. Er ist voll Gnade und Barmherzigkeit. Und da sagen wir doch alle, yeah, super, das fühlt sich gut an. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ist so heiß, ich muss auch wissen, ob wir noch da sind. Oder? Hey, die Liebe von Jesus, wegen der sind wir doch da. Die ist so wunderbar. Dann hören wir aber auch, hey, Gott hat uns erschaffen. Er hat uns eine Würde gegeben als Menschen, aber er hat uns auch eine Verantwortung gegeben vor ihm. Und er möchte, dass wir ihn, wie wir es heute gesungen haben, als den wahren König annehmen. Und da geht es vielleicht schon ein bisschen mehr als Eingemachte. Und wir merken, eigentlich leben wir ganz häufig noch vielleicht wie wir unsere eigenen Schöpfer wären. Und wir machen uns zum Zentrum von unserem Universum. Und was passiert aus dem? Wir schätzen unsere Mitmenschen nicht, wir achten ihre Würde nicht, wir trampeln aufeinander um, wir verschlingen viel Geschirr. Und dann sind wir doch wieder die Ersten, die sagen, Herr, wo bist du? Hast du die Ungerechtigkeit nicht gesehen? Jesus sagt, wir müssen mal Rechenschaft abgeben über unser ganzes Leben. Das aber Herr, also Gericht und irgendwie noch Androhung von Strafe, das muss man jetzt nicht bringen. Können wir nicht einfach bei der Liebe bleiben. Aber hey, es ist wie mit dem Ökosystem. Wenn du Raubtiere wegschaffst, schaffst du auch die netten Tiere weg. Hast du dich auch schon mal gefragt, was wäre ein allmächtiger Gott, der sich nicht für Gerechtigkeit einsetzt? Für eine elende Vorstellung. Ich meine, so viel Ungerechtigkeit gibt es auf dieser Welt. Und irgendwo kannst du noch sagen, es gibt noch einen Gott, der über dem steht. Aber wenn es gar niemand gibt, der sich für Gerechtigkeit einsetzt, was für ein hoffnungsloser Zustand. Auf die andere Seite, was wäre ein Gott, der nicht Liebe wäre? Es wäre genauso trostlos. Dann hätte er nämlich nie etwas in Angriff genommen, um uns zu Hilfe zu kommen, um uns zu retten. Zweiter wichtiger Punkt von heute, den du unbedingt mitnehmen musst. Ohne einen Gott, der richtet, gibt es keinen Gott, der dich so sehr liebt, dass es das Gericht selber trägt. Das ist ziemlich ein tiefer Satz. Ich muss ihn zweimal lesen. Ohne einen Gott, der richtet, gibt es auch keinen Gott, der dich so sehr liebt, dass es das Gericht selber trägt. Noch eine kleine Randbemerkung. Im Text ist nicht gestanden, dass Gott irgendwie ein Gericht wird schicken und alle wird verurteilen. Nein, die Menschen rufen das Gericht über sich selber rein. Berg, stürzt dich über uns. Und hey,
Wenn Gott nicht schlussendlich würde zu uns schauen, wenn er uns nicht halten würde, wenn er uns nicht Hoffnung geben würde, wir wären alle an dem Punkt, wo wir nur noch sagen könnten, Berge stürzen über uns. Ich komme nicht selber mit dem Leben klar. Es ist zu schrecklich, was wir alles erleben müssen. Sind wir noch da? Was macht jetzt ein Christ aus? Gute Frage, oder? Ein Christ ist jemand, der gelernt hat, über seine eigene Verlorenheit zu brüllen. Jesus sagt nicht, es ist falsch, dass wir nicht Mitgefühl haben mit ihm. Oder dass die Frau nicht Mitgefühl haben mit ihm, dass er den Liebensweg auf sich nimmt. Aber er sagt, hey, in dem ganzen Lied, es geht nicht einfach um mich. Es geht um etwas, was viel grösser ist. Es geht um euch und um alle Nachkommen von der Rasse von Menschen. Für die bin ich gekommen und gestorben. Und das Ganze macht nur dann Sinn, wenn ihr merkt, dass ihr verloren seid, dass das, was da gerade abgeht, dass ihr das braucht. Und darum ist ein Christ einer, der über seine eigenen Fehler, über seine Sünde brüllen und kann sagen, Herr, ich brauche dich. Johannes 3,16 ist einer der berühmtesten Bibelvers der Bibel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist das, was wir erleben dürfen, wenn wir merken, wir brauchen Jesus. Wenn wir unsere eigene Verlorenheit einsehen, dann können wir nämlich auch glauben und sagen, Jesus, was du gemacht hast, soll nicht vergeben sein, sondern ich möchte, dass du mein Retter und Herr wirst. Ich kann mich erinnern an einen Mann, der vor ein paar Jahren wirklich so wortwörtlich um Hilfe gerufen hat, an einem absoluten Tiefpunkt in seinem Leben. Ein heftiges Doppelleben ist ans Licht gekommen und sein Leben war wirklich so ein Scherbenhaufen. In dem Moment hat er gebrüllt, hat er bittere Tränen geweint, schlussendlich über dem Chaos, das er selber angerichtet hat, und hat gemerkt, hey, ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Und er hat die Hilfe bei Jesus finden. Und Jesus hat sein Leben wiederherstellen können. Er darf heute einer sein, der zurückschauen und sagen, hey, aus dem Scherbenhaufen hat Jesus etwas Schönes gemacht. Und er folgt Jesus nach. Das ist das, was unser Jesus ist. Wenn wir brüllen, dann geht es nicht darum, dass er uns einfach irgendwo am Boden sieht. Nein, es geht darum, dass wir seine Gnade in Anspruch nehmen können. Dass das wunderbare Geschenk, das er hat für uns, dass es nicht vergeben war, sondern dass es sich voll entfalten in unserem Leben. Ja, wie soll man denn auf das Kreuz reagieren? Jesus hat, als er am Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stellen wir uns einmal vor, in welcher Situation das Jesus sagt. Das sind genau die Menschen, die Nächsten von ihm, die ihm die Hände und die Füße durchbohrt haben. Das sind die Menschen am nächsten von ihm, die ihn verspottet haben, die ihn verurteilt haben. Über diese Menschen spricht er das aus. Und seit Jesus das so ausgesprochen hat, steht die Frage im Raum, wenn wir die Vergebung, die möglich geworden ist, wenn wir die annehmen. Und die letzte Begegnung mit Menschen, die wir gesehen haben im Text, ist die mit den Verbrechern, die rechts und links von Jesus gegangen sind. Und wir sehen da auch, die Reaktionen können nicht unterschiedlicher sein von diesen zwei Männern da mit Jesus. Wir haben zuerst den spottenden Verbrecher anschauen. Er sagt zu Jesus, hey, rett doch dich und uns. Wir können sagen, hey, beweis doch deine Macht. Zeig mal, was du drauf hast. Und ganz ehrlich ist es nicht vielleicht manchmal auch die Haltung von vielen von uns heute, sagen, ja, Jesus,
Zeig zuerst mal, beweis dich mal, bevor ich irgendetwas mache für dich, bevor ich dir irgendwie möchte nachfolgen. Aber wir sehen da, Jesus, er lässt sich nicht erpressen. Hast du auch schon gebetet, Gott, jetzt musst du mir einfach helfen, in dieser Situation, da kannst nur noch du helfen. Ich behaupte mal, jeder Mensch hat schon irgendwie etwas gebetet in dieser Richtung. Egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, religiös oder nicht religiös. Irgendwo an einem Punkt, wo du sagst, hey, wenn es dich da oben irgendwie gibt, jetzt musst du einfach irgendwie eingreifen. Und hey, das ist super! Jesus, oder wir lesen in der Bibel, wenn du in der Not bist, wir sollen ihn anrufen. Aber es wird dann zum Problem, wenn wir nur dort stehen bleiben. Wenn Jesus einfach ein Pannendienst sein von unserem Leben. Auf der anderen Seite haben wir den reumütigen Verbrecher. Er erkennt seine eigene Schuld. Und er bittet nicht mal mehr um Befreiung zu dem Zeitpunkt, sondern sagt nur noch, hey, denk bitte an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der zweite Verbrecher kann also ein grosses Vorbild sein, wie wir auf Jesus reagieren sollen. Es geht nicht in erster Linie um das, was Jesus uns irgendwo aus Situationen retten kann, wo er uns Benefits geben kann, sondern einfach das, hey, Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich habe gecheckt, wer du bist. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich einfach zu dir gehören darf, dass ich mit dir zusammen sein darf. Er hat gecheckt, dass Jesus jetzt gerade dran ist, die Liebe zu beweisen, aber auch eine Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den ich noch mit einer Geschichte illustrieren möchte. Auf einem Schiff sind immer wieder Lebensmittelvorräte geklaut worden. Und wenn man auf einer langen Seefahrt ist klar, muss man irgendwo einen Plan haben, muss man die Vorräte irgendwie rationieren, dass es bis ans Ziel langt. Der Kapitän hat seine Mannschaft zusammengerufen und sie konfrontiert, hey, es wird da geklaut, das geht wirklich nicht. Wenn wir den verwünschen, der da geklaut hat, wir müssen ihn bestrafen. Es gibt heftige Peitschenhiebe, es darf wirklich niemand mehr klauen. Es hat aber nicht aufgehört, es ist weiter geklaut worden und die Person, die geklaut hat, ist auch auf frischer Tat ertappt worden. Es war die alte, gebrechliche Mutter vom Kapitän. Und in dem Moment hast du Spannung gemerkt auf dem Schiff. Was passiert jetzt? Ist der Kapitän gnädig? Sagt er einfach, es ist meine Mutter, ich kann nichts machen. Er hätte von dann an keine Autorität mehr auf dem Schiff. Ist er gerecht? Haltet er sein Wort? Man wüsste nicht, überlebt sie die Peitschenhieb als alte, zerbrechliche Frau. Und was macht er? Er lässt sie an den Mast anbinden. Er gibt den Befehl für die Peitschenhieb. Aber genau in dem Moment, wo die Peitschenhiebe ihren Rücken treffen, stellt er sich dazwischen. Und er nimmt alle Peitschenhiebe auf seinen Rücken. Genau das hat Jesus gemacht. Die Strafe, die uns hätte treffen sollen, die wir verdient hat. Er hat nicht einfach gesagt, schwamm drüber. Es ist nicht etwas Billiges, eine billige Gnade. Nein, er hat die Strafe getragen und ist so nicht nur voll Liebe und Gnade, sondern auch voll Gerechtigkeit. Er ist ein heiliger Gott. Willst du diese Vergebung annehmen? Und da merkt man nicht einfach eine Vergebung so ein bisschen, hey, sorry oder so, sondern es ist eine Vergebung, die uns herausfordert,
möchte ich der sein, wo rechts oder links von Jesus ist. Es gibt irgendwie wie nicht einen Mittelweg. Es ist so eine kostbare Vergebung, dass wir uns wirklich fragen müssen, wenn ich sie annehme, dann hat das eine Auswirkung auf mein ganzes Leben. Ich denke, ist nicht einfach so ein Add-on oder ist auch noch ein schönes Gefühl, noch ein bisschen vergeben. Nein, es ist, ich gehöre nachher Jesus. Es ist nicht nur mein Pallendienst, es geht um alles. Wenn du das Angebot noch nie angenommen hast, hey, heute darfst du das machen. Es braucht nur Glauben dafür. Es braucht nichts anderes, dass du es im Glauben annimmst und sagst, Jesus, bist du mein König. Ich möchte Teil sein von deinem ewigen Reich. Bitte vergib mir. Nimm die Schuld von mir. Ich möchte von jetzt an für dich leben. Und für all die das gemacht haben, für die gibt es keine Verdammnis mehr. Die müssen keine Angst haben mehr vor dem Gericht. Die dürfen gerecht gesprochen sein. Und Gott sieht uns durch Jesus durch, als heilig und vollkommen. Aber es ist auch klar, wir können nicht einfach gleich weiterleben wie vorne. Und wir haben heute schon für Menschen gebetet, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Hey, wir können es über die ganze Geschichte sehen. Der Lukas berichtet schon von den ersten Märtyrern. Diese Botschaft geht so tief, dass Menschen alles gegeben haben, dass sie selber bereit waren, ihr eigenes Leben hinzugeben. Dass sie bereit waren, um auch in der grössten Ungerechtigkeit Menschen zu lieben, Menschen zu vergeben, so wie Gott uns vergibt. Dass sie bereit waren, wie ein Henri Dunant, der ein überzeugter Christ war, zu sagen, ich kann doch nicht meine Augen verschliessen von dieser Not. Muss sich brauchen lassen haben von Gott. Möchtest du auch so eine Person sein, die sagt, Jesus ist nicht einfach für ein schönes Gefühl gestorben, sondern er verdient es, dass ich mit allem ihm diene. Und vielleicht kannst du gerade in dieser Woche mal anstatt einfach irgendwo zu beten, Herr, bitte hilf mir in dieser Situation. Ich habe ganz neu das Gebet sein. Herr, ich will einfach mit dir zusammen sein. Ich will, dass du mich mit Haut und Haar brauchen kannst. Mit meinem ganzen Sein möchte ich für dich leben. Brauch du mich. Das ist das, was passieren soll, wenn wir wirklich gecheckt haben, was Kreuz bedeutet. Wollen wir noch miteinander beten? Ich lade euch ein zum Aufstehen. Hey, was mich mega ermutigt in dieser Geschichte, niemand von uns ist zu weit weg von Jesus. Stell dir einfach mal den Verbrecher vor. Der hat nichts mehr bringen können. Er ist einfach an dem Kreuz gehangen, null religiöse Vorbereitung, kein Kurs besucht, kein Ritual, keine Zeit gehabt. Er hat nur noch gesagt, Jesus, denk an mich. Und der Glaube hat gelangt. Und hey, egal was du für eine Geschichte hast, das spielt heute auch keine Rolle. Es kann nur so schlimm sein. Was heute zählt ist, kannst du deine Bedürftigkeit vor Jesus ausdrücken. Kannst du sagen, Jesus, ich möchte brüllen über meine eigene Verlorenheit und in dem ausdrücken, ich brauche einfach dich. Bist mir Sünder gnädig. Bist mir gnädig. Jesus, mich bewegt selber immer wieder, wenn ich daran denke, was du für uns alle und was du auch für mich ganz persönlich gemacht hast. Auch wenn ich vielleicht kein schlimmer Verbrecher bin, dass ich gerade jetzt Menschen sehe, Todesstrafe verdienen, so weiss ich doch. Es gibt so viel Schlechtes, so viel Sündiges in meinem Leben. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Ich danke dir so sehr für deine Liebe. Dass du nicht einfach gesagt hast, die Menschen jetzt müssen halt selber schauen, sondern dass du, wie du uns so sehr geliebt hast, auf die Welt gekommen bist. Und wie du aber auch so gerecht bist, dass du die Strafe getragen hast. Wie der Kapitän, der sich da dazwischen geworfen hat, so hast du dich auch dazwischen gestellt und hast alles getragen, was uns hätte treffen müssen. Und Herr, ich bitte dich, dass das gewaltige Werk vom Kreuz, also das immer wieder zutiefst bewegt, dass es uns nicht irgendwie kalt lässt, sondern dass wir sagen, Herr, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte mit meinem ganzen Leben
auf das reagieren. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte für dich leben. Und Herr, ich möchte ganz besonders für Menschen bitten, die vielleicht das Geschenk noch gar nie angenommen haben, die heute gerade herausgefordert sind. Wie soll ich reagieren auf das Angebot? Herr, hilf ihnen, dass sie sich beugen vor dir und können sagen, Jesus, da bin ich. Ich möchte nicht nur an deine Liebe glauben, sondern ich möchte auch daran glauben, dass es eine Gerechtigkeit und ein Gericht gibt. Und da merke ich brauche Vergebung. Und wenn du das bist, ich möchte gerne für dich beten. Wenn du kurz wirst deine Hand aufheben, als ein Zeichen für Jesus, möchte ich gerne für dich beten. Danke, Jesus, dass du die Hand siehst, die jetzt gerade einfach zu dir aufgehoben worden sind, wo Menschen sagen, ich brauche dich. Danke dürfen sie beten. Jesus, wirst du mein König und Herr. Bitte vergib du mir alle meine Schuld. Ich möchte wirklich für dich leben. Und danke, dass du versprochen hast, wer das mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, der darf gerettet werden. Der darf ein Kind von dir werden. Über dem ist kein Urteil mehr, sondern der ist gerecht gesprochen von dir. Wie wunderbar ist doch das. Ich möchte einfach auch für uns alle bitten, wo wir vielleicht irgendwo auch von dir, Heiliger Geist, angesprochen sind, wo wir irgendwo so vielleicht in einem Ego-Christsein auch sind, wo wir einfach schön gefunden haben, dass wir Vergebung haben, aber wo wir nicht bereit sind, wirklich auch für dich zu leben. Danke, Herr, dass wir da nicht verurteilend da bist, sondern dass du uns deine Liebe möchtest zeigen, da, wo wir uns beugen vor dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in diesem Moment zu uns redest und uns zeigst, was du durch und in unserem Leben noch alles Wunderbares tun möchtest. Herr, wir wünschen uns, dass die gute Botschaft vom Kreuz nicht nur uns frei macht, sondern dass wir in unserer Stadt, in unserem Land erleben, wie viele Menschen in die Gerechtigkeit von dir hineinkommen, die wir nichts anderes finden können, als bei dir, Jesus, beim Kreuz. Herr, brauchst du uns für das. Amen. In dem nächsten Moment wollen wir einfach füreinander beten. Und wenn du sagst, ja, das hat mich so angesprochen und ich möchte, dass ich jemandem etwas sagen kann, aber gerade wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, hey, bitte komm unbedingt, da links und rechts werden Leiter sein, die gerne mit dir reden. Wir können noch so viel sagen, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz ist auch passiert, dass Jesus für Krankheit, für Gebrechen gezahlt hat. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich brauche einfach ein Eingreifen in meinem Leben. Ich brauche ein Wunder. Hey, auch dann darfst du kommen und sagen, Jesus, da bin ich. Bitte greif du ein in meinem Leben. Das soll einfach so ein Moment sein, wo wir einfach Jesus sagen, ich brauche dich, bitte greif ein in mein Leben. Amen.